zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Weltenspiel, und zwar auf Hochdeutsch wieder seit langem. Für alle, die Schweizerdeutsch sprechen, keine Angst, die Videos werden weiterhin auch auf Schweizerdeutsch hochgeladen. Das ist jetzt einfach eine Übersetzung, die ich jetzt neu mal ausprobiere und über das originale Video setze. Ja, ich hoffe, es funktioniert und ich spreche ein wenig mehr Leute damit an. Ja, vor mir seht ihr die ganze Armee, die ich ans Nova Corps gebracht hatte. Ja, seitdem hat sich eigentlich nicht sehr viel verändert in der Meta. Also ich könnte meine Liste immer noch so spielen, wenn ich das möchte. Da ist alles noch dasselbe mit all den Changes, auch wenn das Turnier im Sommer war. Und auch all meine gegnerischen Matchups, die ich gezogen habe, sind auch immer noch sehr ähnlich. Also die könnten auch noch so gespielt werden. Ich glaube, bei der ersten Liste mit den Disciples of Be'lakor, da könnte man nicht mehr die zwei Charaktere der Chaos Space Marine spielen, aber sonst ist alles noch dasselbe. Ja, ich spiele Valorous Heart, die ignorieren -1 und -2 Rend und haben ein tolles Strategy gemacht für die Retributors, und zwar alle Hit Modifiers ignorieren. Ja, was ich dabei habe, seht ihr jetzt vor euch. Ich habe natürlich Celestine am Start und Morin Well. Die beiden Charaktere sind einfach ein Muss für alle Sister-Spieler, die ans Turnier gehen, weil sie einfach so gut funktionieren. Dann haben wir eine Kanoness mit E-Schwert, das ist eines meiner Lieblingsmodelle, weil die hat das Warlord Trait, dass sie einen 5 Feel No Pain hat, und immer wenn sie Miracle Dice einsetzt, heilt sie sich um 1. Dann hat sie das Relic, dass jeder Schaden auf 1 reduziert wird. Das ist super toll. Und sie stirbt eigentlich fast nicht. Mit dem Upgrade hat sie noch, dass sie sich W3 heilt am Anfang der Command-Phase, was sie dann einfach ja, noch tankier macht. Da kann man sie noch wiederbeleben. Was will man mehr? Und sie kann einmal noch die Hitrolls ausschalten. Ja, dann haben wir noch hier im Troop-Slot 10 Battle System mit Meltas etwa drin, ja, Banner, Kerub, einfach, dass die zu den To The Last Units gehören, weil die eher hinten sind, also schwer zum Entfernen sind und auch noch gut aushalten, Fliege mal runterschießen können mit dem Melter. Dann haben wir noch 2 weitere Barebone Sister ohne Upgrades im Troop Slot. Dann im Elite haben wir die Lieblingsunit jeder Sister, 2-mal Celestian Sacrosanct mit Hellebarden. Die werden begleitet von einer Dogmata. Einfach ein gutes Modell, das man immer brauchen kann. Weiter im Elite Slot 8 Repentia mit einer Repentia Superior. Und 2 Death Cult Assassin für die ganzen Actions, die man ja immer wieder gerne mal machen will und machen kann. Ja, und zu guter Letzt noch eine Hospitaler, die Modelle heilt, den 6 Feel No Pain gibt, einfach gut. Im Fast Attack haben wir Dominions mit Sturmbolter, wie man sie kennt, mit Blast Bolt hauen die auch ordentlich raus, muss man nicht mehr dazu sagen. Dann haben wir 8 Sephiroms mit Banner und einem Relic, da war eine zu viel, die muss weg, mit einem Relic auf dem Sarge, und das Relic macht es im zweiten Sacred Rite kennen, und zwar gebe ich da immer eigentlich den 6 plus extra Hits, also die 6 explodieren und plus 1 rennen und chargen. Im Heavy Support haben wir 3 Mortifiers, das waren 3 Penitent Engines mit Flegeln, Kettensäge und Flamer und 2 Mortifiers mit Flegel und Schwärmbolter. Und zu guter Letzt natürlich die Retributors mit 4-mal Multimelter, 2-mal Kerubs, und die sitzen in einem Rhino. Ja, ich hatte immer To The Last genommen, dazu gehören Celestine, Morin Well und die 10 Battle Sister, was eigentlich immer sehr gut funktioniert hat, da alle 3 Einheiten sehr passiv spielen. Für Actions habe ich die Death Cult Assassins, die ihr da drüben seht, die sehr schnell sind, mal outflanken kann, einfach passend für für Actions. Ja, das ist eigentlich meine Liste. 2000 Punkte Valorous Heart, und wie sich das Ganze geschlagen hat am Turnier, werdet ihr jetzt hier sehen. Das erste Mal auf Deutsch, die schon Schweizerisch gesehen haben, wissen es bereits. Viel Spaß! So, wir sind soweit am ersten Spiel vom... Ja, so, wir sind am Nova Corps angekommen und wir spielen im ersten Spiel gegen die Disciples of Be'lakor. Die Liste ist etwas anders momentan, weil die Chaos Spaceman Charaktere nicht mehr gespielt werden können mit den Dämonen zusammen, aber ansonsten wäre sie immer noch dasselbe. Immer noch die vielen Beast of Nurgles, die Pink Horrors. Ja, und wir haben hier aufgestellt die Sororitas, einfach, dass die Bloodletters nicht Turn 1 gleich das Wichtige chargen können. Ja, wie das Ganze herauskommt.
werdet ihr jetzt dann gleich sehen. Wir kommen nämlich nach dem Ende des ersten Spiels wieder zurück. Ja, so sieht das Ende des Spiel 1 aus. Es lebt eigentlich noch ziemlich viel von den Sororitas. Wir haben Celestial, wir haben Morgenval. Der letzte Trupp ist leider schon mit den 10 Sisters, der to the last war. Aber ja, auch bei den Gegnern lebt leider auch noch sehr viel. Und vor allem primär hat das ziemlich gut für den Gegner geklappt und er konnte mit all seinen Objective Dämonen, Objective Secured Dämonen sehr viel von mir wegnehmen und so einfach die Punkte scoren. Aber ein tolles Spiel und wir kommen zu Spiel 2. Spiel 2 ist gegen Orks. Der Codex war da gerade frisch rausgekommen, aber ist jetzt in seiner Form immer noch spielbar nach dem Data Slate. Also keine Flieger, keine Buggies, sondern sehr viele Killer-Cans, Copters, auch viele Boys, die ihr jetzt da hier nicht seht, weil ein paar hinter den Häusern versteckt sind, etwa eher da hinten. Und Gaskell war auch am Start. Und hier sind meine Sororitas, wir haben Morgenval und Celestial ziemlich in der Mitte. Und ja, wir schauen mal, wie das Ganze rauskommt und wir kommen dann nach dem Spiel 2 zurück. Und wir sind hier am Ende des zweiten Spiels. Ja, von den Orks lebt hier in dieser Ecke noch etwas, aber von den Sororitas haben wir noch sehr viel. Ja, wir haben hier noch ein paar Modelle, wir haben Celestine noch in der Mitte, Sacrosands, da oben die Mortifiers. Ja, also wir haben schlussendlich den Tisch aufgeräumt. Auch Morvenval lebt noch. War auch ein tolles Spiel, ein spannendes Spiel. Vor allem gegen mal viele Boys zu spielen. Ja, einmal eine etwas andere Erfahrung als gegen all die Buggies. Ja, gehen wir zu Spiel 3. So, wir sind bei Spiel 3 und zwar spielen wir gegen Dark Angels. Die Sonne scheint hier etwas sehr hell auf den Tisch. So, die Abendsonne. Ja. Wir haben so etwa auf die lange Kante aufgestellt und hier haben wir die Dark Angels und zwar mit dem großen Terminator Brick. Ja, das war das erste Mal, dass ich gegen die gespielt habe und ja, von den Secondaries haben wir To the Last, das Sister-spezifische, wo wir Action auf den Objectives machen müssen und Engage. Und ob wir den Trupp, den Terminator Brick, shiften können, werdet ihr gleich sehen. Ja, und ihr seht, sie leben immer noch am Ende des Spiels. Und zwar geht es knapp aus, 12 Punkte Unterschied für die Dark Angels leider, also ein Sieg für die Dark Angels. Und ja, aber das Spiel war sehr spannend, auch sehr knapp eigentlich. Schlussendlich bin ich wahrscheinlich am Brick gescheitert da. Aber ja, es war eine gute Erfahrung, mal gegen das zu spielen und sehr taktisches Spiel. Und auch allgemein das Turnier war sehr toll und hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir kommen dann eigentlich zur Nachbesprechung. Ja, wir sind jetzt hier bei der Nachbesprechung von Novacore. Das Turnier selbst war sehr toll. Die Spiele waren alle sehr spannend. Vor allem das letzte hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Schlussendlich bin ich 7. geworden. Oder 8. glaube ich. Willi ist, glaube ich, 7. geworden. Ja. Und ja, war schlussendlich 2 Niederlagen, ein Sieg, wie ihr gesehen habt. Ja, ich hoffe vor allem, das Video hat euch auf Deutsch gefallen. Also wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt auf Hochdeutsch, dann schreibt euch bitte unbedingt in die Kommentare. Mich freut es immer, wenn ich mehr Leute mit meinen Videos ansprechen kann und für alle Schweizer natürlich, die gerne die Videos auf Schweizerdeutsch weiterhin sehen wollen, keine Sorge, es wird auch weiterhin Videos auf Schweizerdeutsch geben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut und bis bald.